Voilà, herzlich willkommen zu unseren Aktivitäten rund um die Schneemenschen. Ich wünsche jeder ein glückliches neues Jahr. Ich hoffe, dass alles in Zukunft mehr unkompliziert wird laufen, wie der Moment ist. Und ich gebe direkt anfangen mit einem Lied vom Schneemenschen, das auch im Programm von unserem französischen Buch steht. Le Bonhomme de Neige. Und dadurch ging ich eine grosse Bastelaktivität mit dir machen und ein paar andere Klänge weiter noch proposieren. Voilà. Ich gebe meinen, da fangen wir direkt an. Ich gebe in einer ersten Etappe mal einfach die Lieder laufen lassen und ihr Spieler mit dem Text weisen. Aufgepasst, geht un. Tu es blanc, tu es gros, sur la tête un chapeau, une carotte au milieu de cailloux, ce sont tes yeux. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Die zweite Strophe. Les enfants cependant jouent dans la maison. Ils invitent des copains et décorent le beau sapin. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Mehr als es nicht, das ist ein relativ kurzes Lied. Und ich gebe dir einfach an kleinen Etappen einmal durchgehen. Für dich mal gucken, ob den Text auch wirklich verstanden ist. Oh, Bonhomme de Neige, das ist der Schneemenschen. Oh, Bonhomme de Neige, est-ce que, das ist wie ein Froh. Est-ce que tu, da fangen wir den, ob ich weiß, tu n'as pas faim. Das heißt, hast du keinen Hunger. Und da geht das noch einmal wiederholen. Tu n'as pas faim. Donc, oh, Bonhomme de Neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. Und da geht es hinten drin weiter. Oh, den hat man schon ein hier. Bonhomme de Neige. Tout seul, wie heißt der Schneemenschen? Komplett lang. Tout seul, dans le jardin. Bon, Jean war normalerweise kein Tulpen am Gärten mehr, das war das einzige Spiel, was ich fangen konnte. Ich gebe das einmal durch, ein bisschen mehr lösen, aber durchgehen. Oh, Bonhomme de Neige, est-ce que tu n'as pas faim? Tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Ja? Bonhomme de Neige, Schneemenschen. Ich ginge doch ein paar mal dir vielleicht durchsangen. Wenn der Totelo alles ein Grimmelchen zu schnell geht, ist das kein Problem. Ihr könnt ihr die Video immer gucken und dann eine Pause drücken, für die einzelnen Etappen noch nach ein paar Minuten durchzuholen. Also wir fangen nur mit Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Danke. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Ich fange immer am liebsten mit einem Refrain an, weil ihn dann, die könnt ihr sowieso ein paar Mal vier. Ich gebe die Lied einfach nach ein paar ausspielen und wir probieren mal den Refrain matt zu singen. Aufgepasst? Tu es blanc, tu es gros, sur la tête un chapeau, une carotte au milieu de cailloux, ce sont tes yeux. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Da könnt ihr die zweite Strophe. Aufgepasst? Les enfants cependant jouent dans la maison. Ils invitent des copains et décorent le beau sapin. Oh,
Da gucken wir uns auch ein paar Strophen an. Also, tu es blanc, wie oben auf dem Bild immer gewesen ist, schon immer mit den Bildern in der Lust für den Text das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Tu es blanc, du bist weiß, tu es gros, die zwei Pfeiler, die als eine gehen, was dick. Sur la tête, un chapeau, ein Hut auf dem Kopf, une carotte au milieu, und damit eine Wurzel, deux cailloux, zwei Steine, ce sont tes yeux. Wir machen ein bisschen zusammen. Tu es blanc, tu es gros, sur la tête, un chapeau. Nanke des Satz. Tu es blanc, tu es gros, sur la tête, un chapeau. Une carotte au milieu, deux cailloux, ce sont tes yeux. Nanke den zweiten. Une carotte au milieu, deux cailloux, ce sont tes yeux. Probieren wir mal die zwei zusammen. Tu es blanc, tu es gros, sur la tête, un chapeau, une carotte au milieu, deux cailloux, ce sont tes yeux. Man ein bisschen mehr schnell, und zwar probieren wir auch den dritten Teil mit der Musik, die hier los machen, den Gesang fort. Mal die Sprett. Wenn der rauskommt, einfach noch probieren, ranzukommen. Tu es blanc, tu es gros, sur la tête, un chapeau, une carotte au milieu, deux cailloux, ce sont tes yeux. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Den haben wir nicht durchgeholt. Les enfants, cependant, jouent dans la maison. Ils invitent des copains et décorent le beau sapin. Refrain. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Es gibt aber Mengen, dass, nachdem wir die zweite Strophe ein bisschen durchgeholt haben, dass wir dann rüber bei einer Bastelaktivität gehen, los wir das ganze Lied ein bisschen sacken und dann holen wir das nur noch ein bisschen, weil wir dann noch ein bisschen Zeit haben. Also, les enfants, cependant, jouent dans la maison. Das ist Kinder, die spielen wo wir am Haus. Ils invitent des copains et décorent le beau sapin. Was machen sie? Die Kinder, die invitieren nach Freund und sie dekorieren den Christbäumchen. Bon, den dritten Teil, der gehört am Anfang nicht mehr an den Januar, aber weil es um die Schneemenschen geht, habe ich gedacht, dann gucken wir da einfach mal drüber weg. Les enfants, cependant, jouent dans la maison. Ils invitent des copains et décorent le beau sapin. Gucken mal, wie viel es dort sitzen geblieben ist, wenn wir es nur noch ein bisschen wiederholen. Aber ich meine, wir gehen mal einfach bei uns Bastel übergehen und dann gucken wir da noch, wie viel es da von dem Lied noch verhalten hat. So, was genau werden wir basteln? Ja, ich bin ein großer Fan von Pompon. Und ich bin ein Fan von Olaf, so dass wir uns den dann zusammen gesagt haben. Denn Olaf kennt vielleicht manche von ihr von der Schneekönigin, die Schneemenschen, die schwätzen kann. Und die setzt sich zusammen aus einem Pompon, den wir mit der Wolle machen und dann einfach aus Papaya, Mole mit Gesicht und noch seinen Arm und verstärken das Ganze mit 3 Zahnstocher. Mehr ist es nicht. Ich meine, da legen wir mal für dich los. Was er braucht, ist ein Karton. Am allerbesten ein Karton, der nicht zu viel dick ist. Weil, wenn er zu viel dick ist, dann hat er nur eine Misere, für das auszuschneiden. Du weißt, Karton von zum Beispiel einer Kellogg's oder so etwas. Das ist tipptopp. Und da braucht er ein Modell, der rund ist. Ich habe mal einfach von meinen Gläser daheim geholt, an denen ich Salat servieren, wo innen ein bisschen mehr groß ist und dann innen ein bisschen mehr klein. Weil wir brauchen sowohl einen großen wie einen kleinen Kreis. Die holt einen Karton, die holt ein Glas oder eine Tasse. Tasse geht doch. Schon eine Kaffeetasse mal als Beispiel. Da legt er die drauf und dann holt er einen Bleistift und die macht mal einen ersten Kreis.
Zack. Mehr als nicht. Und direkt an Jüft, den Karton direkt zurechtgeschnitten, dass die 2 Beine passen, machen wir einen zweiten Kreis. Das ist komplett egal, wenn der Dolle über den Strich geführt sieht, dann den das ein bisschen kropelig rundherum. Das gesagt den Herrn noch nicht, das schneiden wir sowieso aus. Es muss aber zu sehen, dass es der Kreis ist. Also. Und dann probieren wir so genau wie möglich an die Mitte die kleinen Kreis zu setzen. So. Ich probiere das ungefähr zu machen. Das muss nicht penibel genau sein, aber auch hier fahren wir dann mit dem Bleistift rundherum. Zack. Dann haben wir so ein bisschen, ja, hat gesagt, dass den dort nicht ganz an der Mitte ist. Dann hat er so 2 kleine Donuts oder Bagels, je nachdem. Gesagt noch, dass mein kleiner Kreis wesentlich mikrobisch ist. Voilà. Dann müssen wir normalerweise 2 so ja, Donuts mal einfach auf ihrem Karton drauf haben. Was geschieht da? Dann ziehen wir irgendwo, wo wir wollen, einen Strich, zack, von dem kleinen auf den großen, weil da muss man noch abschneiden, für das Bannisch rauszumachen. So, ich meine, ich schneide natürlich live direkt das Ganze aus. Am praktischsten wäre es, wenn da für die heutigen Aktivität 2 verschiedene Scheren hat. Schon eine Stoffschere für zum Schluss. Eine Stoffschere, das ist eine Schere, mit der ich am besten Fall nie Papaya geschnitten hat, weil Papaya möchte Schere stumpf. Das ist zu schneiden oder nur nicht mehr immens gut, sodass ich mal die gehalten habe, für nur den Pompon also nicht zu schneiden, weil das ist eine ziemlich knifflige Affäre. Und dann die normale Schere für den Karton zu schneiden. Dann gebe ich mal so, fangen wir an. Für Bausen zu schneiden ist noch kein Problem, einfach auf dem Strich, möglichst genau. Falls es dir geht wie mir und die hat Lied noch am Ohr, da könnt ihr das Lied auch nach ein bisschen wiederholen. So, die 2 Stück schön proper ausschneiden. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Voilà. Wenn der die 2 Kreise ausgeschnitten hat, dann geht es ein bisschen mehr knifflig, weil dann muss man das von Bannen herausschneiden. Bon, wenn ihr so equipiert, dass er einen Pick nur mit einem Pickkissen daheim hat, der kann er doch gerne so machen. Ansonsten schneidet er ja so mit ran, und da schneidet er immer von einem mehr kleinen oder ein bisschen mehr großen Kreis, sodass er schön ein bisschen mehr Freiraum hat. Zack, das kann am Anfang komplett kropelig sein, das ist ganz egal. Zack. Und so kriege ich immer mehr Freiheit, für mit meiner Schere auch proper auszuschneiden. Ich mache bewusst nicht ganz im Strich, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht ganz zentral war. Zack. Voilà. Haben wir ein Modell. Und genau dasselbe machen wir auch mit dem zweiten. Zack. Und dann ist ein wannende Kreis rausschneiden. Wie gesagt, das muss nicht 100% genau sein. Zack. Das machen wir direkt auf Zeit, dass das nicht nur nach dem Tisch landet und kann so den Hund mal spielen. So, tun wir die 2 und die legen wir oben. Müssen aber kleine Stückchen hier am Anfang so umdirbeln, weil wenn wir hier nun nämlich mit der Wolle wickeln, da soll die Wolle ja nicht rauffallen. Das du willst, dirbeln wir das ein bisschen da geht die gebremst. Nicht viel, nicht bis zur Hälfte von dem Kreis, just ein kleines Stückchen. So. Und dann legen wir so benehen, dass die Wurzeln noch draußen stehen. Ja? Und so geht das dann tatsächlich gebremst. So, da ist die Öffnung, wo wir dann hier noch immer mit dieser Wolle da durch können. Und da fangen wir an. So. Schon meine Wolle hier in seinem schönen Döpfchen. Für dass man nicht fortrollt, das brauche ich aber nicht unbedingt. Und dann fangen wir an, indem wir voilà, den Faden so hinlegen. Und dann muss man mit dem Faden immer so durch die kleine Öffnung gehen. Ganz wichtig ist es, nicht zu viel zu ziehen. Weil wenn dann nämlich zu viel festband, dann hat er noch wirklich Probleme, für es Last zu schneiden.
die muss das nicht so schnell machen wie ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das beim ersten Pompon nicht so schnell gehen wird. Aber ich mache eine Reihe fertig. Immer schön so neben den Nähen. Aufgepasst, nicht los, wie sind das mit den Händen so? Voilà. Nicht so schief von hier so auf die dritte Seite oder so ziehen. Ne? Immer schön probieren, für rundherum den Karton so schön Schleifen zu machen, dass es regelmäßig ist. So. Top. Und immer weiter. Ich mache ein ja bis zum Schluss, für das ihr wirklich auch gesagt was ich raus will. Du musst nicht direkt bei der ersten Kehr den Karton überall aufgedeckt sein. Wenn wir fuhren nämlich, das geht länger die Heiten. Du musst auch nur ohne mich weiter nachwickeln, gebe ich davon ausgehen. Es sei denn, die werden hyper schnell. Zack, und dann irgendwie, für dass ich besser wickeln kann, drehe ich ihn um. So. Wenn ich nämlich nur hier Handen angekommen bin, dann ist es wichtig, dass er nicht einfach über das Lach raus, über den Abschnitt raus weiter wickelt. Ja, die kommt hier Handen Wupp an. Zack. Also geht es nicht, für hier durch den Toten einfach so weiter zu wickeln. Das geht nicht viel. Lo muss man an die andere Richtung wickeln. Das heißt, ich drehe schon um. Nee, ich drehe lo, fangen wir noch nicht um. Ich gehe just einfach nicht mehr zurück. Und ich mache das so dags, bis das wirklich dick genug schenkt. Das heißt, lo gehe ich immer in die andere Richtung. Ich mache vielleicht auch ein bisschen am Slow Motion. Ich sehe, dass ich schnell in der Weg bin. Zack. So, mit dem Fuß da so da durch. Voilà. Immer schön gleichmäßig, aber wie gesagt, nicht zu viel dran ziehen. Zack. Bis dass ich dann im HU kommen sehe, und da gehe ich nicht zurück, und da gehe ich nicht zurück, und da gehe ich nicht zurück. Bis dass das Ding richtig fluffig ist. So, schon wie an der Garkuren, mal schon etwas viel berät. Und zwar, die schon fertig abgewickelt ist. Und du siehst, dass sie wesentlich mehr dick ist. Du brauchst wirklich Geduld. Aber bon, das ist ja die Idee für flott Bastel zu machen. Das heißt, wenn der Lo wirklich die muss ein bisschen drecken, dass es ein bisschen so no geht. Wenn ihr dann zufrieden seid, dann könnt ihr mit eurer Stoffschere oder hoppla, die würzt du zack aufschneiden, die brauchen wir nicht mehr. Und dann ist von 4 Rand schon mal ein großes Stück nach Beredhalle für Dono. Weil was geschieht, du könnt die Etappe, die wirklich am kniffligsten ist, wo es mir am liebsten wäre, wenn der Eltern, Großmama, Schwester gibt froh, für zu helfen, weil du musst man mit dieser Schere hier so der Tisch fahren und als Woll durchschneiden. War das doch so schwer? Aber erstens, wenn der immens fest gewickelt wird, da geht die Schere nicht mehr ganz schwer ran. Und zweitens, für durchzuschneiden muss wirklich eine Schere sein, die wahnsinnig gut schneidet. Und die muss mit der Hand, ich hoffe, dass das beim Vorführeffekt klappt, die muss mit der Hand die geschnittenen Stecker unhalten. Das heißt, ich brauche eine relativ große Hand, für das dort zu machen, sodass ich mal vorstellen kann, dass das schwierig wird, wenn dir das mit Ehren Kannerhand musst machen. Das heißt, für die Etappe froh da einfach ein. Und ich hoffe, dass ich mal nicht an die Hand schneiden. Zack. Das ist relativ kompliziert, den dort in der. Ich gehe immer rum mit der Schere. Uppala, das wird schon bald schief gegangen. Du so dort Tisch und dann schneide ich da durch. Boah, meine Schere geht relativ gut, ich bin zufrieden. Ich habe am Anfang gemeint, die halten Etappe müssen sie versprangen. Scheint aber zu gehen. Super. Ja, was flott ist, sobald wie ein bisschen durchgeschnitten ist, geht es immer mehr einfach, weil immer mehr Woll, immer mehr Woll die zwei Kartons zusammenhält. Dann haben wir sie also nicht geschnitten, gesagt schon als wie Pompon alles. Also muss man mit dem vor dem wir als 4 drin, ganz wichtig 4 drin, weil die muss das Ding hier unhalten, den wir als 4 drin geschnitten haben, fuhren wir da zwischen den Kartons da durch. Wieso? Weil man muss die Einzelstecker muss man zusammenbauen. Recht, wenn ich die 2 Viertel wirklich da durchgemacht habe, besser. Wenn ich die 2 Viertel da durchgemacht habe, dann kann ich auch meine Hand rausholen.
Und dann mache ich mal normalerweise immer so einen ersten Knot. Zack. Und dann drehe ich noch so zu der anderen Richtung. Und dann mache ich hier ein bisschen mehr festgeknot. Ich bin gerade selber überrascht, wie gut das gegangen ist. Für viel Effekt, weil ich darauf gefasst, dass ich den Karton durchschneiden oder so. Nicht verzweifeln. Das könnt ihr bei einer ersten K4 oder einer zweiten oder dritten. So, und dann, wenn ihr wirklich einen ordentlichen Knot gemacht habt, dann könnt ihr auch den Karton rausholen. Wenn ihr proper geschnitten habt, dann ist es gut möglich, dass ihr den Karton nachher benutzen könnt. Können noch einen zweiten Pomper machen. Aber was machen wir noch einmal? Auf jeden Fall, das tut wegschneiden, das braucht ihr noch. Was man nicht normalerweise dann rollen nicht so an den Händen, dass es ein bisschen so fluffig wird. Und für nach en Form zu bringen, das ist in High Deal, weil es da flieht schon, halt den kleinen Handfeger berät. Also, wenn ihr dann den Pomper so plus minus ein bisschen en Form brüstet, da könnt ihr erst über die Pubel halen. Und dann also die kleinen Steckelchen, die vielleicht zu viel sind, zack, nach so aufschneiden. Das ist ein bisschen schwer, dass ich schon gerade Schneemenschen bei einem weißen Tisch machen. Für mich praktisch gewesen, ein Bier oder selbst zu machen. So. Und dann bringt der mal da den Pomper nach mehr in Form. Und da sind wir schon bald Schluss angekommen, weil der Pomper den ist dann brett. Der wartet just noch drauf, dass wir, wenn wir uns den anderen ein bisschen angucken, wenn wir den anderen angucken, voilà, da fehlt also just noch der Kopf an die zwei Hände, oh, ja, und die malen wir elo. Du seid ihr frei zu machen, wie ihr wollt. Entweder könnt ihr so ein, was mein Bleistift, könnt ihr einen Olaf malen. Oder die malt ihr einen anderen Schneemensch mit einem Hut, mit einem Hut. Schaut einer irgendwo mit einem Hut leihen. Voilà. Ihr könnt auch einen Schneemensch mit einem Hut machen. Ich weiß nicht, ihr aber mal, ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, weil ihr sehen, schnell ein Olaf-ähnliches Gesicht hinkriegt. Wir fangen mal an mit einer ersten, ich gucke, ob ich Straße ja, ich bin dran. Einem ersten Bow. So, der soll ein bisschen lang gezogen sein. Und da kommen halt Backen. Und das geht ein bisschen mit dem rauf. Und da geht ein bisschen eckig, nicht zu viel, für den Kinn. Zack, und das ist schon mal als Grundform. Also als Grundform. Und dann machen wir hier Mundwinkeln, an den ersten kleinen Bau, und dann ein der Ball bis unter den Kinn geht. Zack. An den Zahn. Sie sind nicht mit meinem Kopf zu viel am Bild. Es sind zu viel mit meinem Kopf am Bild. Ne? Ja, da sieht alle gut, ich muss gut frisiert tun heute Morgen. So. Also, den ersten Teil war da ein Bau, und dann da so ein zweiten. Dass wir Backen haben, dann die Mundwinkeln, einen kleinen Bau, den die zwei verbindet, und dann einen grossen Bau, der nach innen hingeht. Und da kann ich da schon, für das ich das nicht vergisst, so mit dem Bleistift ein bisschen Strichchen machen, das muss ja nur schwarz gemalt gehen. Was könnt ihr als nächstes? Als nächstes könnt wir können schon ein bisschen aufhängen mit dem Hoher, nenne ich es mal. Schon das ziemlich um Bauch gemalt, das ist aber nicht schlimm. Das müssen noch kein 4 sein, das müssen kein 3 sein, das ist wie ihr wollt. Und dann machen wir dann. Was witzig ist, hat ein anderer ein bisschen mehr groß als wie der da hat. Ich meine, mein erster war noch besser gehen. So, zack. Immer. Sehen wir? Dann machen wir noch den Appen hoch. Die sehen so aus. Und das tut das. Ja, den ersten, die war noch besser gehen. Schweren, aber schon die nicht gefuscht haben. Ich hatte ihn auch so gemacht. Das ist mal eine Pression. Und dann noch ein Wurzel. 4 singen. Oh, kann ich einfach zufrieden sein. 4 singen das. Voilà. Dann haben wir schon mal sein Gesicht. Die könnt natürlich, wie gesagt, auch ganz gerne eine andere Kappe als Schneemenschen machen. Die macht einfach einen einfachen Kreis. Und dann könnt ihr zum Beispiel, ich rate immer jeder rein, ich strecke relativ auf den Bleistift, das ist nicht gut gesagt, aber ich rate immer für mit dem Bleistift für Dus zu malen, für das da, wenn da zum Beispiel hier, zack, da habe ich den Kopf schon 4 gemalt,
wann ich mein Radiergummi fannen. Aber das kann ich nur noch ein bisschen auswischen. Und wenn ich dann noch mit Tuschpicken nicht ausmalt, dann seht ihr das quasi gut nicht mehr. Und da könnt ihr dem auch ganz anders anmalen. Die könnt ihr zum Beispiel so anmalen. Guckt vielleicht ein bisschen erstaunt. Zack, zack, zack. Und dem könnt ihr auch den typischen Mund mit den einzelnen Punkten. Oder die mit dem, was mir hier gelaufen, die mit dem Zylinder. Also du hast wirklich eher Fantasie, gut, keine Grenze gesagt. Was brauchen wir dann? Da muss man noch die 2 R malen. Das ist ein bisschen wie so ein gekrümmter Fortschritt, die ihn so viel stark an sein Essen gestachelt. Und du, wenn ein bisschen komisch dran guckt, ja. Und dann genau dasselbe. Zack, zack, zack. Voilà. An der Klasse ging ich so, dass wenn ich mit Bleistiftfarbe soll gemalt gehen, weil ich Tuschpicken an der Regel nicht so gerne habe, kann ich mit Bleistiftfarbe viel mehr nach aufhängen. Aber hier ist ja wirklich nicht so viel zu malen, außer Braun und Orange brauchen wir ja wirklich nicht. Das heißt, du könnt sowohl seine Arme wie auch seine Haare mit den Tuschpicken proper ausmalen. Und da geht es ein bisschen mehr witzig, für das Ganze auszuschneiden. Und ich so nicht, es war wirklich nicht so einfach für seine Haare nicht wäsch zu schneiden. Geht aber. So. Da muss dann nur jeder rein. Zack. Bist du hin, Mann? So. Ich weiß nicht, ich meine, ich kann die dort nicht übersprangen, weil ich schon sie extra mit einem Zahnstocher rangestochen und nicht angepasst, so gesehen wir die Einzelärmchen. Ich muss das dort nicht ausmalen, das kann ich nur nicht schlafen. So. Zack. Voilà, so, tipptopp. So, was habe ich nämlich mit den Armen gemacht? Buck. Schon an seinen Arm einen Zahnstocher dran gemacht mit Scotch, sodass ich schon ohne Problem kann an den Pompon rastierchen. Das ist viel mehr einfacher wie mit dem Pesch. Und plus bleibt den Arm auch so ein bisschen verstärkt. Wenn ich an der Hetzgift wieder kommen, da fällt dir nicht direkt drauf. Ja. Und auch an den Kap habe ich einen Zahnstocher gemacht. Das kann ich nicht herausziehen, weil, wenn dann nämlich den Kap ausgeschnitten hat und die hat den Zahnstocher Leder drüber, da könnt auch die Wolle dazwischen. Das heißt, die mit Wolle den Zahnstocher an den Kap, die passt da mit einem Stück Scotch unten nähen. Was ist da? Voilà, da so unten nähen. Und da bleibt er doch proper, das wackelt nicht, weil es ja in der Wolle drin ist und die Wolle, die ist ja mit dem Knöt befestigt. Das heißt, das wäre die nächste Etappe. Ich gucke jetzt auf Dauer, wie weit das ich sind. Ich meine, die dorten Etappe, die übersprangen wir sowieso, sind die Bilder, wenn ich das richtig verhalten habe, wenn der YouTube, wo sind ich noch? Hier sind ich. Wenn du den YouTube-Link hast, da innen drin, müsst normalerweise auch lernen sind, für ob die einzelnen Bastelaktivitäten zu gehen. Und auch die heute hatte ich ein Jahr, währenddem sie es viel gebastelt haben, hatte ich Fotos gemacht. Der Tischstücke sieht dann nach ein Jahr die Etappe mit dem Zahnstocher, der das so wirklich nicht die schwerst, wo der dann eben den Zahnstocher auf dem Kopf befestigt, dann nur an ihre Pompon dran stierst. So, das fand er alles online. Wanderlo kein weiß Woll daheim gehabt hat und ihr wollt aber trotzdem ein Pompon machen, da geht das natürlich auch mit anderen Farben. Und dann hatte ich gestern noch ganz spontan so eine kleine Bär gemacht mit meiner allergroher Woll. Ich weiß nicht, ob in Delo gut gesagt, das habe ich schon einfach so dahin. Ne? So. Das ist genau dieselbe Stunde. Da, voilà, da ist es. Genau dieselbe Viergang, die mit dem Kap aus Papaya, den er schön ausmalt, an den Pompon eben mit einer Farbe Wolle. Was habe ich hier gemacht? Da habe ich sogar 2 verschiedene Farben gemacht. Das heißt, schon wie ich hier gewickelt habe ich für dich bis ungefähr hier hin, habe ich rechts links, habe ich da mit der heller Wolle gewickelt und den ganzen Rest
mit der dunkle. Das könnt ihr einfach durchschneiden, Uwen. Das geht, das ist gar kein Problem. Du könnt natürlich, wenn der bis der tut nicht probiert tut, könnt ihr ganz viel verschiedene Farben machen. Durch wie hießen sie da? Einhorn machen mit ganz viel verschiedene Farben. Voilà, das ist für die, die kein weiß wollen, daheim hätten und das tut aber Welt machen. Das geht auch mit anderen Farben. Voilà. Lo gebe ich nach kurzer knackig die andere Aktivitäten weise, weil ich konnte mich nicht dezidieren. Ich schon ein paar Sachen rundherum die Schneemenschen gemacht. Und die fand dazu aber immer die Einzeletappen auch nicht im Internet als Schneemenschen aus Kischepapaya, wo ich auch vier berät habe. Zack, die Einzeletappen, wieder muss vier gehen. Normalerweise sind es Sachen, die da immer daheim fand. Also als Modell habe ich immer einen kleinen Tellerchen und eine Tasse geholt, also als Schablon, nicht als Modell, als Schablon an einen schönen Tuschpicken oder Bleistiftsfarben für den Hut oder den Arm zu machen. Und dann eben Kischepapaya, den ich ganz einfach gerappt habe und zu kleinen Bulle gemacht und dann mit Pech angepasst. Das ist eine lange Aktivität. Also, wenn der das will machen, das ist wirklich für ein bisschen mehr verrennt, nur mit zu machen. Das ist die eng. Dann habe ich dann noch zwei, die mit so einem dicken Bauch sind. Merci Joffa Valerie für den Modell. Hier ist ein, den mit so kleinen Bandeletten, mit so kleinen Stücke aus Papaya, die braucht da 4 Stück, die dann immer so auf die Seiten angepasst gehen. Das Modell, wenn ich das aufgefallen ist immer dasselbe. Das ist immer ein Teller und dann so der Kopf, den ein bisschen über den Teller weggeht. Das ist also immer Kopf an den Bauch. Den ist relativ einfach für zu machen und ist aber ganz flott. Und ich tippe an einem Fenster für zu dekorieren. Und dann noch als Letztes, den ich auch mega cool fand, das ist ein, den ein bisschen so tanzen kann. Ja, da ist er. Da. Aber wenn den sie da hinstellt, dann das schwenkt den ein bisschen. Voilà. Und den ist auch alles auf einem einzigen Blatt, wo ihn das drauf kriegt mit 4 Gräser, die dann gekneckst gehen für seinen dicken Bauch und dass er dann ein bisschen schaukeln kann. Voilà. Das sind die 3 Aktivitäten, die ich noch proposieren innen drin. Und ich meine, dann haben wir so just nach Zeit für eine einkehrt Lied zu machen. Und da wäre die heute Schneemenschen schon rüber. Ich hoffe, die hat den Text noch ein bisschen, die Melodie noch ein bisschen am Kopf. Ansonsten legen wir nach ein Kehr los. Zack. Aufgepasst. Tu es blanc, tu es gros, sur la tête un chapeau, une carotte au milieu de cailloux, ce sont tes yeux. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Zweite Strophe. Aufgepasst. Les enfants, cependant, jouent dans la maison. Ils invitent des copains et décorent le beau sapin. Oh, bonhomme de neige, est-ce que tu n'as pas faim, tu n'as pas faim? Oh, bonhomme de neige, tout seul dans le jardin. Voilà. Dann gebe ich mir viel Spaß beim weiteren Basteln. Ich meine, ich habe auch ein Leben groß und meine Schüler daheim. Und da gebe ich mir noch viel Spaß mit ihren Liedern an den Basteln.